Guten Abend für Straßburg, guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. Wenn ich Brexit so hoffe ich, dass Sie nicht direkt absteht, darum geht und nur daheim nicht direkt den Tele ausschalten. Ich meine, wir kommen nicht so lange schwer, wenn ein drüber zu schwatzen. Wir hatten das Woche, wir hatten das Woche 2 große Aufstimmungen am britischen Parlament und heute könnten noch ein No. Am Ende haben die Briten darüber aufgestimmt, ob sie die Europäische Union verlassen wollen. Mit einem Akkord, das wurde aufgelehnt. Gestern haben sie darüber aufgestimmt, ob sie die Union verlassen wollen. Ohne Akkord, das wurde auch aufgelehnt. Und dafür stimmen sie dann heute noch ein Jahr auf, ob sie die Union wollen für den Prozess noch ein bisschen zu verlängern, den den Austritt gibt dadurch mich spät stattfinden. Lo ist es aber so, dass die Aufstimmung gestern relativ knapp ausgegangen ist. Das heißt, es goufen immer 4 Stimmen mehr, die gefragt haben, dass die Briten die Union nicht ohne Akkord verlassen. Und dafür wollte ich euch vorstellen, wo sieht ihr da den Mehrwert für die Briten zuzugestehen, wie lange in der Union zu bleiben, für dann vielleicht eine Lösung zu finden. Ist das dann nicht aber ein bisschen riskiert, doch von der Union ihrerseits, für die Note aber vielleicht dazu führt, dass wir überhaupt keinen Akkord kriegen, auch wenn wir nach wie lange werden. Wie seht ihr die Sache? Also erstens, ich schlafe nicht Vorteil vom Job, wenn über den Brexit jetzt geht. Wir mussten da durch. Das ist ein ganz peniblen Zickzackkurs an. Bislo gesagt, keine Lesung kommen von London oder der Ball leitet an ihrem Teil vom Terrain. Und sie müssen wissen, was sie wollen. Sie wissen, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht rausgehen ohne Akkord. Sie wollen auch nicht rausgehen mit einem Akkord. Sie wissen am Anfang überhaupt nicht, was sie wollen. Wenn ein Lo das verlängert, dann riskiert den einen Erweiterungshorizont abzumachen, der nicht erfüllt gehen kann, weil die Einzigen, die an der Bringschuld sind im Moment, das penibel für das immer zu sagen, das ist London. Das, was sie refusiert haben am Innerhaus, das ist ein Akkord, den Premierminister von Großbritannien mit ausgehandelt hat, mit unterschrieben hat. Das Parlament misst am Anfang sich zusammenbringen für einen Ausweg zu finden, und das ist besonders dran. Ich sehe ein ganz großes Gefahr, ob es durchkommen, dass man à la fin du compte kein Akkord haben, dass den desordinierten Austritt geht von Großbritannien aus der Europäischen Union. Und das ist kein Interesse. Wir sind in einer Situation, die so irrational ist, dass eine ganze Partie Leute nicht mehr von dem Kurs aufbringen lassen. Ja, Briten man natürlich die Europäische Union auch den Vorwurf dazu sagen, wenn die noch ein bisschen auf uns durchgehen, und ein bisschen mehr kulant wird an verschiedene Sachen, notamment den famosen Backstop, von dem immer geschwärzt wird, dann wäre ein Akkord möglich. Das heißt, sie spielen das am Anfang ein bisschen so, sie spielen den Ball zurück an der Zeit von der Europäischen Union. Also, wenn die ein bisschen wie kulant wird, da könnte man aber zu einem Akkord kommen und dann hat man all die Probleme. Und respektive, wir hätten sich schon viel mehr lang eine Lösung können finden, wenn die Europäische Union mehr auf uns durchgegangen wäre. Also die Europäische Union ist bis an ihre Grenze gegangen. Und die Grenzen, die sind am buchstäblichen Sinn vom Wort die Grenze zwischen Nordirland und Südirland. Südirland ist eine Republik, Nordirland ist eine Provinz von dem Vereinigten Königreich. Die Europäische Union muss ihre Binnenmarkt schützen. Sie muss also können kontrollieren, was rauskommt, oder die Produkte, die von Nordirland rauskommen, an die Republik Irland, die kommen außerhalb der Europäischen Union an die Europäische Union ran. Briten haben am Referendum, die wollten aus der Europäischen Union heraustreten, behauptet, sie geben das machen, weil sie wollen Kontrolle über die Grenzen haben. Nicht über einen Teil von der Grenzen, über die Grenzen alle gut. Da sind sie konfrontiert mit der unmöglichen Situation, an der sie sich manövriert haben. Und sie wollen einmal auf einem Platz keine Grenze mehr. Das heißt, sie wollen sich da selber nicht mehr schützen, wenn ein sich an den Resonament versetzt, den sie Führung austritt, da wird im Referendum immer bemäht haben. Also das ist eine Situation, die müssen sie klären. Die Europäische Union, als ob sie durchkommen, sie hat proposiert, für eine Administrativgrenze zu machen zwischen der Provinz Nordirland und dem Vereinigten Königreich. Das wird immer von ihnen aufgelehnt, weil sie sagen, wir können nicht das Vereinigte Königreich an 2 teilen.
was den Doreiser kann als Konklusion feststellen, dass den Brexit huet viel mehr Probleme geschafft, auch für die wollten rausgehen, wie sie gemengt hatten, da können zu lesen. Die Aufstimmung, die den Nowen nach aussteht, dass sie daneben die, ob sie wollen froh, wir können den Prozess ein bisschen zu verlängern, für den Austritt eben nach entlang zu ziehen. Und du hast eben notamment eben den Mund dabei, für den Prozess aber wesentlich entlang zu führen. Das heißt noch bis nur den Europawahl. Das gibt dann in dem Moment heißen, dass Großbritannien auch müsste an der Europawahl teilholen. Sie brauchen aber, wenn sie das Nowen beschließen, trotzdem den Akkord von den 27 anderen Staats- und Regierungschefen, für das können durchzuziehen. Wird das an ihrer Meinung noch überhaupt etwas, was ich kann envisagieren, oder gibt das alles nur heute Schulden? Also es geht schon hier an der Hauptsache darum, wie kriegt der schwarze Peter. Großbritannien will daheim an der ganzen Abmerkung von der Geschichte so Bresel als der Stör. Nein, Bresel als nicht der Stör. Bresel als ein Grenzgang von dem, was sie konnte merken, für ihnen entgegenzukommen. Bresel offeriert ihnen den Marché unik. Bresel offeriert ihnen alles, sie müssen aber ein paar Konditionen erfüllen. Und so wie Lo ausgesagt, meine ich, hat kein Wert für eng Periode, eng Verlängerung von der Negoziationsperiode 40 gesehen, die in der Renke gegen Wahlen an Großbritannien obligatorisch machen, weil da wir die ganze Wahlkampagne für 2019 am Schert vom Brexit. Und wir müssen ein bisschen über die Zukunft nachdenken. Das Kapitel Brexit muss der Vergangenheit umgehören, und zwar definitiv nur am 29. Ja, das wäre dann noch mein nächstes froh. Wir haben andere Chantager an der Europäischen Union, die müssen angepackt gehen und das am besten so sehr wie möglich. Wir hatten ja auch schon zweimal, dass Herr Macron probiert hat, den deutsch-französischen Motor und Rollen zu bringen, für Europa weiterzubringen. Er hat ganz klare Propositionen gemacht, hat noch eine relativ, wie ich fand, klare Antwort aus Deutschland von der neuen von der neuen Chefin von der CDU. Seht ihr irgendwie ein Moyen, dass, wenn wir den doten deutsch-französischen Motor nicht entlaufen kriegen, dass vielleicht irgendwie andere Kräfte helfen, die EU weiterzubringen? Oder sind wir wirklich auf die doten zwei EU gewesen, aber wenn das nicht lebt, dann lebt doch der Rest nicht? Also ich kann mir bedauern, dass Herr Macron seine Vorschläge, die aber an der Regel können unterstützt gehen, Kirchen Eko fanden die seit dem Rhein. Das leider so, das war auch schon der Merkel so, so hat viel Zeit verloren mit der Koalitionsbildung. An Dönner hat sich mal mehr Seehofer müssen rufen an Lo, lässt Madame Kramp-Karrenbauer schwätzen, was ich nicht gut fand. Spätestens den Ugangsmai, wann zu Sibiu sollen Staats- und Regierungschefen zusammenkommen, da muss Verf bekannt gehen. Wir haben so viele Probleme, die können nicht mehr gelöst gehen, an dem es die Länder über ihren nationalen Tellerrand rausgucken, gucken, was sie können gemeinsam machen, kriegen wir eine Energiewende hinläng. Deutschland hat bewiesen, dass das nicht geht. Sie hätten die anderen müssten daran abweichen. Geht es durch, dass zwei Länder das merken, Deutschland und Frankreich geht auch nicht durch. Geht es durch, dass die Europäische Union das länger möchte, geht auch nicht durch. Wir brauchen am Anfang da eine Disziplin, eng Demarche, die den ganzen Kontinent Europa umfasst, und noch nach dem Mittleren Orient, an Asien, weil wenn wir wollen Klimaziele erreichen, die wir erst zu Paris gesagt hatten, da muss man aber ganz neu weggehen, und geht nicht immer mit dem Kapitel, was du am Gang hast. Da muss man gucken, dass erstens die Wand und die Sonne sollen die fossilen Energien ersetzen, zweitens die Resoen, die Chinesen und die Inder, die Europäer, die sollen wir womöglich interkonnektieren, gucken, dass wir mit den Energieträgern rund um die Dauer versorgt sind. Das tun nicht davon, das sagt Geoffrey Sachs, das ist der erste Bruder von Guterres, dem Generalsekretär von der UNO, an Klimafragen. Das ist schon für den Europäer. Wenn wir das Rendezvous verpassen, dann geht das ganz weh. Ich glaube nicht, dass Loen direkt Merci sehen, dann das Leid Hurra Europäer geben, wenn wir das merken. Wenn wir das nicht merken, dann wird die nächste Generation erst verfluchen. Nach ein Coming froh, die abgezählt, wen da eben nicht kann allein machen. Natürlich, wir können das nicht mehr zusammen machen. Wir sehen aber trotzdem eine Force, die das tote Büsselchen noch viel treibt, die also aber alle gute Büsselchen
drängt dazu, dat dort wirklich lo zu machen. Force précisément, dats die Chancen déi méi no ze summe stoen aginn fir gros global Probleme zu lesen. An das stand vun den Europäer och dees misisten sech bewusst gin, well alles dat wat logesprach hunn, dat kann en resümieren am Wut Multilateralismus, also eng ze summen erbecht, déi die Nationalkompetenzen depasséiert, déi guckt wat kennen wir, wat muss man ze summe merken fir die Probleme, die de ganze Globus huet ze lesen. Dat das stand vun der Woch, dat se méiwel den amerikanische Präsident is do ke kado mischt au contraire falls verbal vor sich dat ze zersteieren, wat man gemeinsam opgericht hun matzinge Viergänger zu summen. Ich hoffe, wird gi geheiert, do wo se sollen geheiert ginn, an so nicht Merci fir Haut an och Merci du bis die nächste Käier. Merci auch.